Ja, hallo und jetzt willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir sind immer noch in der Mine, um das Zeug abbauen und ich denke, wir lassen da nicht lange drauf warten, sondern wir machen direkt mal weiter. Weil wir wollen ja da ein bisschen vorwärts kommen bei dieser ganzen Sache. Und danach werden wir uns dann sowieso eben mal wieder die Oberfläche... Wo bist du hergekommen? Von da oben? Oh Jägeli. Fängt ja schon mal wieder gut an. Dass wir noch eine Kiste finden und nachher noch die Oberfläche, um nochmal vielleicht ein neues Projekt zu starten oder mal schauen. Ich wollte mal die Bibliothek dann sicher noch ein bisschen erweitern. Das sollten wir dann mal irgendwie noch machen. Und dann gleichzeitig noch ein paar andere Sachen. So, zack. Da geht es noch ein bisschen gegen runter. Die Frage ist... ein Kisteli! Oh! Mein Gott! Wo bist jetzt du hergekommen, du Softratte? Ja, tschüss. So, mein Gott, hey, der hat mich jetzt wirklich... Der hat mich jetzt verschrocken. Guten Morgen. Wisst ihr aber was? Bevor wir uns das Kistchen gehen, bauen wir gerade mal schon alles ab. Dann haben wir das nämlich erledigt. Und dann können wir uns nämlich darauf freuen, was im Kistchen drinnen ist. Ich bin eben schon ziemlich unsicher geworden, wie viele Kisten es eigentlich in der Höhle gibt. Ich habe gedacht, vielleicht ist 2 das Maximum. Aber wie es aussieht, haben wir da jetzt noch eine dritte gefunden. Und da sagen wir natürlich auch nicht nein. Und dann hoffen wir auf ziemlich viel Goldschienen. Wir brauchen Goldschienen. Und das sammeln wir. Zack, weg mit dem Zeug. So, mit der Holzvorrat natürlich auch wieder aufstocken, oder? Den einzelnen Zaun dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Dann nehmen wir da nochmal das Eisen weg. So, und jetzt benutzen wir mal unsere Eisenbügel, unsere verzauberte allererste Eisenbügel. Ui, der geht ja verdammt schnell. Liegt die Schnelligkeit an der Effizienz? Kann das möglich sein? Dass jetzt der schneller ist wegen der Effizienz? Okay, das ist gut zu wissen. Ich habe das aber nicht gewusst. Weil wir haben das allererste Mal verzaubert und da hat es Effizienz und Haltbarkeit 2 drauf. Ich weiss gar nicht, ob man das sogar reparieren könnte, um das zu retten. Aber wir benutzen es jetzt einfach mal und wir haben nochmal 5 Goldschienen gefunden. 4. Nicht 5. Und nochmal einen Eisenbügel. Sagen wir natürlich auch nicht nein. Jetzt bin ich sogar gerade am Überlegen. Ach komm, wir könnten eigentlich einfach so machen. Zack. Und was sind das gewesen? Randensamen und ein bisschen Brot. Sagen wir doch nicht nein. Das sagen wir doch nicht nein. Dann packen wir das ein und nehmen es mit. Dann haben wir sogar nochmal einen Eisenbügel gefunden. Also Spitzhacke. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich jetzt die verzauberte verwende oder nicht. Weil das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht weiss. Ui, mit einem Schlag sogar. Ja moin. Also da oben hat es noch Höhle. Da vorne hat es noch Höhle. Das ist eine gute Frage, wo wir jetzt als nächstes durchgehen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt, dass wir auf dieser Ebene mal alles gemacht haben. Aber ich glaube, so weit haben wir da eben fast alles gemacht. Dass wir irgendwie zum Beispiel da weitermachen. Weil das ist eine normale Höhle da unten. Da hinten. Da haben wir eigentlich auch alles weg. Das heisst, komm, wir gehen dort oben durch mal. Wir gehen einfach mal da weiter. Ich hoffe, dass ich einfach den Platz finde. Soll ich jetzt meine verzauberte... Ja, ich muss die verzauberte benutzen. Die geht so schnell. Das ist ja fast... Das ist genial. Das heisst, ich muss schauen, dass ich all meine Gegenstände immer mit Effizienz mache, damit sie wirklich schneller abbauen. Das ist gut zu wissen. Weil eben Verzauberung bin ich total in Miete. Als ich dort mal gespielt habe, hat es das nicht gegeben. Und jetzt muss ich zuerst mal herausfinden, was für was ist. Weil das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass es Behutsamkeit gibt. Aber dass es Effizienz gibt, dass es schneller wird, das hätte ich nicht erwartet. Aber wir brauchen sie ja eigentlich selten. Dann können wir mal schauen. Und wenn man sie noch reparieren kann, dann wäre ich mega froh, wenn man mich darüber informieren könnte. Genau, jetzt kommen wir nämlich da überall oben durch. Aber da hinten sind wir sogar schon mal gewesen. He? Das heisst, wir sind da schon wieder mal eine Runde gelaufen. Dann können wir uns nachher noch schnell durchschauen, ob wir alles haben. Zack. Das nehmen wir weg da. Einfach, dass wir wissen, wir waren hier, Otter. Die Schiene weiss eben nicht, wie was ich muss abbauen muss. Dann mache ich es immer jedes Mal mit der Hand. Dann müssen wir... Oh, da geht es auch noch weiter. Aber da oben hat es eben auch noch einen Stock. Das wäre... Oder? Ja, da oben hat es eben auch noch einen Stock. Ja, moin. Jetzt sollte nicht wieder alles rundherum laufen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter.
Da nehmen wir nämlich alles ab. Könnte das sogar der Ort fast ganz am Anfang sein, wo der Creeper war, wo ich nicht anwählen wollte. Das könnte noch gut sein, he? Aber da ist Finito. Finito. Hier ist Finito. Dann bauen wir aus. Ey, das geht wirklich hure schnell mit dieser Spitzhacke. So habe ich es gern. So habe ich es gern und nicht anders. So. Dann bauen wir aber auch nochmal schnell gerade wieder alles ab. Uns ist Axt nicht gerade langsam zu neigen. Wir müssen sowieso schauen, dass wir irgendwann ein bisschen den Anfang noch finden. Damit wir dann nochmal schnell Axt machen können. Spinnennetz lasse ich jetzt mal da schnell. Können wir ja am Schluss schnell abbauen. Das sieht so aus, als hätte ich das mal da gemacht. Aber ist es nicht. Es war einfach ein komischer Stein gewesen. So. Und dann müssen wir nachher mal schauen, wie wir in den oberen Stock kommen. Weil eben, wie es aussieht, hat noch nochmal einen Stock oben dran. Ich wollte ja schon wirklich alles sehen und hoffe, dass man es vielleicht sogar nochmal ein Kisteli findet. Um noch mehr Goldscheine zu finden. Aber zuerst bauen wir alles mal ab. Da. So. Warte, kann man das mit der Spiel... Ja, moin! Das geht ja viel... Ja, moin! Dann machen wir das ab jetzt so. Sage ich auch nicht nein, wenn es schneller geht. Aber eben unsere Axt langsam zu neigen. Aber ich glaube, wir haben sogar vielleicht genug Eisen dabei. Nein, wir haben nur 2 Eisen mit dabei, die wir gerade so brauchen können. Das heisst, wir müssen wirklich schauen, dass wir nachher mal ganz kurz schnell irgendwie an den Anfang gehen. Zu unserer Werkbank und allem. Oder im Notfall könnten wir auch noch... Okay. Okay. In dem Fall. Solide Decke. So, dann haben wir hier nämlich alles abgebaut und jetzt können wir hier weitergehen. Da geht es aber abwärts, das heisst, wir bauen da schnell drüber. So, machen wir da ein bisschen Licht. Da vorne ist Einsturzgefahr, ich glaube, darum kommen die ganze Zeit so Flöckchen runter. Aber ich bin gut der Hoffnung, dass das sogar vielleicht... Ah nein, es geht dann einfach so da rundherum. Und da hat es eh nichts mehr. Okay. Also ich glaube, wir sind wirklich langsam am Ende vom Schacht. Wir sind langsam am Ende vom Schacht. Aber dafür haben wir dann wirklich auch alles... Oh, das geht hure schnell. Das geht hure schnell, ich fühle es mega. So. Jetzt müssten wir da eben noch alles abbauen, aber ich glaube, meine Axt hebt das gar nicht durch, das, was wir jetzt hier noch haben. Und sonst suchen wir nachher den Anfang und dann schauen wir nochmal, ob wir nochmal ein paar Wege finden, wo wir durch müssten. Aber sonst sind wir, glaube ich, wirklich langsam am Ende. Ja, moin! Stimmt, das war Einsturzfahrt. Jetzt muss man da schon den Weg frei buddeln. Mühsam. So. Ja, das hat meine Spitzhacke gar nicht mehr durch. Wir haben aber keine andere dabei, hä? Nicht wirklich. Und wir haben nur einen Eisenbahn. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal den Anfang wieder zu finden. Das wird jetzt mal zuerst eine Herausforderung. Hä? Also wenn es da einen Spinnenspawner hat, dann sind wir schon mal in der Nähe von unserem zurück. Ah, und da sind wir jetzt einmal so rundherum dann. Und da oben müssen wir dann nochmal. Da oben hat es noch irgendwie einen Durchgang. Mal schauen, ob wir den Durchweg finden. Aber ich glaube, wir sind schon mal gut dran. Ne? Ich glaube, wir sind schon mal gut dran. Jawohl, okay, nice. Dann können wir nämlich gerade nochmal schnell ein bisschen abladen da. Zack, zack, zack. Dass wir da ja nicht verhühnern, wenn wir würden sterben. Die Steine nehmen wir sogar mal mit. Warte, nein, nicht das, sondern das nehme ich noch schnell raus, weil wir da drin haben wir, glaube ich, sogar noch Kohle, jawohl. Dann können wir nämlich das Eisen gerade nochmal schnell schmelzen und dann können wir uns nochmal schnell eine Axt machen. Da drin haben wir ja kein Eisen, also wir haben wieder hure viel Materialien. Finde ich ziemlich nice. Nehmen wir alles mit. Supi-dupi. So, da haben wir noch einen. Dann können wir uns nochmal schnell eine wunderschöne Axt machen. So. Jetzt sind wir wieder ausgerüstet und wieder weiter geht's. Wir suchen die Weite von dieser Höhle. Genau, weil da hinten geht es auch noch durch. Dort hat es auch ein Kisteli. Können wir doch direkt mal da schnell wechseln. Zuerst alles ausleuchten. Wir haben aber noch viel zum Durchforschen. Ich glaube, das ist einfach der untere Stock dann. Also allzu viel ist es schon nicht, aber es ist nicht wenig. Kann man nicht mehr machen. Es ist nicht wenig. Da ist noch nicht fertig. Da hinten wollte ich nicht wirklich, weil da ist Einsturzgefahr, aber da
hat es, glaube ich, eh nicht mehr. Also dann haben wir wirklich da diese hier. Und diese hier. Und jetzt ist die Frage, bauen wir zuerst ab und gönnen uns danach das Kisteli? Oder gönnen wir uns das gerade jetzt schnell? Aber da hinten geht es schon ein Stückchen weiter. Ja, ja. Nein, da ist wieder fertig. Da ist wieder fertig, okay. Ich will zuerst mal alles ein bisschen ausgeleuchtet haben. Ein Dorfbewohner! Lass meinen Dorfbewohner in Ruhe! Wir brauchen ein Schiffli! Wir brauchen unbedingt ein Schiffli! Wir müssen zurück! Wir müssen sofort ein Schiffli bauen. Und dann tun wir ihn nämlich hier unten einsperren und dann können wir ihn später holen. Moin, 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 moin. Gut, die Frage ist, will ich ihn dann aus der Höhle rausbringen, aber das bringen wir schon. Wir brauchen ein Schiffli. Wir brauchen Holz. Come on. Wie mache ich da schon wieder ein Bötli? Bötli, Bötli, Bötli. Bötli, Bötli. Zack. Und jetzt versuchen wir nämlich ins Bötli zu verfrachten. Da ist er ja schon. Komm, können wir ihn gerade hier rauflocken, dann muss ich nicht extra da dann alles durchfahren. Moin! Jetzt haut er mich einfach die ganze Zeit, während ich im Bötli hocke. Okay. Aber wir haben ihn. Juhu! Das heisst, sobald wir einen Braustand haben, also vielleicht müssen wir dann nochmal in Meter Loren holen und alles, können wir dann noch den Villager holen. Jetzt ist mir aber, glaube ich, gesagt worden, gell, wenn ich jetzt da einfach so da unten lande, dann verliere ich ihn. Das heisst, wir bräuchten ein Namensschild. Ich muss ihn benennen, dass er nicht verschwindet. Wie mache ich ein Namensschild? Da oben habe ich ein paar, das weiss ich, aber wenn ich jetzt einfach raufgehe, habe ich Angst, dass er mir wieder verloren geht. Ich glaube, ich kann gar kein Namensschild machen, hä? Ich glaube, das haben wir gar noch nicht. Ich glaube, das haben wir wirklich gar noch nicht. Oh Mann! Das heisst, ich müsste jetzt eigentlich schon aufrennen. Hoffen, dass wenn wir bis wir zurück... Wir rennen. Wir rennen und kommen schnellstmöglich zurück. Um ihm einen Namen geben. Und sobald wir ihm einen Namen gegeben haben, sollte er eigentlich nicht respawnen. Das ist aber Gefahr bei so Sachen, dass er jetzt respawnt. Sondern jetzt, wo wir da einfach weitergehen. Mal schauen. Und nachher sperren wir ihn in die Wand rein. Und dann können wir ihn nämlich dann zurückwandeln und nachher können wir mit dem Bötchen komplett rauffahren. Vielleicht haben wir bis dann eine Gleisschiene, dann geht es vielleicht auch leichter. So, come on, wir müssen pressieren. Ich habe Angst, dass er respawnt. Go! Wir haben eine Mission. Let's go! Die Frage ist, wo ich das Namensschild habe. Ich glaube, das habe ich hier oben drin. Spezielle Sachen. Namensschild. Let's go. Gott sei Dank ist die Mine so nahe. Gott sei Dank ist die Mine so nahe. So, noch die Türen zumachen, sonst kommen hier ungebetete Gäste. Wir haben ja immer wieder mal ein paar auf dem Hof von denen mit so 2 komischen Lamas. Die dann da die ganze Zeit um unser Haus umschleicht und einbrechen will. So, let's go! Schnell. Ich habe schon Angst, dass er wieder gerespawnt ist, ehrlich gesagt. Weil das wäre jetzt schon gut möglich, einfach weil wir weiter weg sind. Nein, der ist noch da! Namensschild! Wie tue ich mir jetzt einen Namen geben? Einfach draufklicken, nicht? Hä? Nein, schlagen damit darf ich nicht. Aber ich wollte mir einen Namen geben. Kann ich ihm keinen Namen geben? Namensschild? Nein, jetzt hocke ich schon wieder drin, aus Versehen. Wie gebe ich ihm einen Namen? Ich habe gemeint, das macht man mit dem Namensschild. Hä? Come on! Funktionier doch einfach. Wir haben einen Dorfbewohner gefunden, ich brauche ihn. Kann es ja sein, dass jetzt das nicht mehr geht, weil er im Bötchen drinnen ist? Nimm das Namensschild, bitte. Nimm's. Es will's nicht. Dann müssen wir etwas anderes überlegen. Oh, jetzt bin ich schon wieder eingestiegen. Wie mache ich das am besten, dass der nicht respawnt? Wie mache ich das am besten? Mit dem geht das sowieso nicht, oder?
Geht das mit dem da? Nein, mit dem geht das sicher nicht. Oh Mann, ich muss ihm einen Namen geben, aber ich weiss nicht wie. Warte, wir haben das Namensschild. Namensschild? Shift und auf In. Come on. Come on. Er macht mich fertig. Ist genau das gleiche wie bei der Lore. Am Schluss muss ich das irgendwie anders machen, aber ich weiss nicht wie. Oh Mann, jetzt haben wir einen Villager gefunden. Jetzt haben wir ein Namensschild, um ihn benennen und ihn entführen und das Leben lang da unten zu behalten, bis wir ihn wiederholen. Aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Bannervorlage, Güterlore. Mit Papier geht das sicher nicht. Buch und Federn. Könnte das an dem liegen, dass ich ihn muss benennen? Aber für was brauche ich denn ein Namensschild? Das Namensschild ist doch da, zum Sachen benennen. Oder kann ich das nur bei Tieren benutzen? Ja, nimm es doch jetzt einfach. Ich kann ihn nicht benennen. Also, blöd gesagt, wir sind völlig am Viertel. Wir können nicht garantieren, dass er da bleibt. Jetzt ist es aber so. Ich versuche jetzt mal hier in die Wand reinfahren. Ich weiss, das ist ein bisschen dumm. Und dann hoffen wir eigentlich auf gut Glück, dass der da bleibt. Sonst haben wir Pech gehabt. Sonst haben wir Pech gehabt, oder? Das wäre jetzt so ein Traum gewesen. Wenn ihr wisst, wie ich das machen muss mit benennen, schreibt es mir noch liebend gerne in die Kommentare, damit ich das nächste Mal darüber Bescheid weiss. Wir müssen jetzt da schnell ein Bötchen rein. So, dann müssen wir aussteigen. Und dann lassen wir ihn wollte ich ihn eigentlich da drinnen lassen? Die Frage ist jetzt, das kann natürlich auch sein, dass ich ihn wirklich erst benennen kann, wenn er nicht mehr im Bötchen drinnen hockt. Oder das heisst, ich muss das Bötchen kaputt machen. Probieren wir es mal. Das ist die einzige Option, die mir gerade noch so einfällt, dass wir ihn wirklich aus dem Bötchen rausholen müssen. Nein, geht auch nicht. Es geht auch nicht. Nein, egal was ich drücke, mache und tue, ich kann ihn wirklich nicht mit dem Namensschild benennen. Ich schaue jetzt aber nochmal schnell in meinem, nochmal da durch, ob wir irgendetwas haben zu meinem Benennen. Ich glaube, jetzt denken alle sich wieder, oh mein Gott, was tut der da schon wieder so lange überlegen? Es geht doch mega leicht. Und ich habe einfach wieder keinen blassen Schimmer davon. Ja, nein. Ja, nein. Wir haben wirklich, glaube ich, nichts anderes zu ihm benennen. Wenn das eine wäre gewesen, hätte ich ihn jetzt mit dem Eichenholzschild irgendwie benennen können, aber das geht ja irgendwie auch nicht. Aber ich habe eben gemeint, mit dem Namensschild sollte das eigentlich gehen und ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Ob ich da muss noch irgendetwas Spezielles machen damit, dass das funktioniert, etwas zu benennen, oder ob das... Weil... Also wir probieren es jetzt nochmal. Es geht nicht mit dem. Mit dem kann ich ihn auch nicht benennen, ich kann es nur da an die Wand tun. Okay. Das ist der Villager. Ich hoffe, er bleibt da drinnen. Wir müssen hoffen, dass er nicht respawnt. Oh nein, jetzt habe ich meine Schilder dorthin gerührt. Wir müssen wirklich hoffen, dass er nicht dorthin rennt. Also, dass er verschwindet. Müssen wir jetzt hoffen. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir weiter die Mine durchkommen und schauen mal, was passiert mit ihm. Das ist das Einzige, was wir machen können. Bleib schon mal da. Bis später. So, und dann gehen wir weiter schauen. Wir haben ja noch ein Kistchen vor uns gehabt. Und wenn ihr es wisst, aber bitte liebend gerne in die Kommentare schreiben. Damit ich auch weiss, wie man das beim nächsten Mal richtig macht. Aber ich weiss, also mir ist einfach gesagt worden, wenn ich ihm jetzt nicht keinen Namen gebe, dann wird er eigentlich respawnen beim nächsten Mal. Also das heisst, wenn ich jetzt zu weit weggehe, könnte es sein, dass er einfach verschwindet. Und dann plötzlich nicht mehr da drinnen ist einfach. Ohne Grund. Obwohl ich das nicht verstehe. Ich finde, wenn ich ihn dort einsperre, dann sollte er eigentlich auch dort bleiben. Aber naja. Wo ist meine andere Axt? Da. Tut man einmal nicht schön sortieren im Inventar, schon vergisst man, wo das Zeug wieder ist, oder? So, das nehmen wir auch weg. Stört mich das nur die ganze Zeit. So. Dann räumen wir jetzt mal alles frei. Dann schauen wir dafür dann noch in unsere Truhe, was wir da drinnen alles gefunden haben. In der Hoffnung, dass noch mal ein paar Goldscheine drin sind. Da hinten sehe ich noch irgendetwas komisch. Was ist da? Ist das zusammengestürzt vor? Ist das vorher mal offen gewesen?
Ja moin. Da geht es in eine Höhle. Das ist einfach eine weitere Mine. Und da sind wir auch noch nicht gewesen. Okay. Also wir haben einiges zu tun. Wir haben noch einiges zu tun. Ich kann nicht erwarten, dass jetzt noch so viel Führer kommt in dieser Höhle. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ich nicht gedacht. Okay, ein paar Gegner. Die nehmen wir gerade ins Visier. Stärker! So. Leuchten wir da auch aus, dass da kein Monster mehr auftaucht. Und da geht es noch weiter. Nein, da ist dann Ende. Okay. Also ich glaube, das ist dann so langsam das Letzte, was wir mitmachen, um die Mine jetzt komplett durchforschen. Okay. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt mal zuerst das Kisteli. Wir gönnen uns zuerst Kisteli und... Nein. Aber ein Sensorgleis. Was ist denn ein Sensorgleis? Schade, ich habe mich jetzt wirklich eigentlich darauf gefreut, dass wir da nochmal... Da wieder ein Namensschild. Wenn wir es mit dem probieren. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, aber probieren wir es nochmal. Vielleicht ist das andere Namensschild kaputt. Keine Ahnung. Zack. Probieren wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. Vielleicht ist er auch schon gerespawnt, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass er schon wieder gerespawnt ist in dieser Zeit. Ist er noch da? Nein, er ist schon verschwunden. Aber jetzt ist das passiert, was ich gemeint habe. Ach, Menno. Schade. Wir sind zu weit weggegangen und jetzt hat er sich gerespawnt in dieser Zeit. Das ist so unfair. Wir sind jetzt so gut dran gewesen und das ist jetzt einfach unfair. Das ist jetzt wirklich nicht fair. So. Ich würde sagen, wir bauen zuerst das hier ab, weil das geht ja, glaube ich, nicht mehr so weit, oder? Ja, das geht auch einmal komplett durch einmal. Und dann bauen wir das jetzt mal schon alles ab da. Und eben, wenn ihr wisst, wie ich das genau richtig machen muss, um ein Namensschild geben, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen darüber, weil ich wollte ja unbedingt mein Villager-Dorf wieder zu Leben erwecken. Aber für das brauchen wir zuerst mal ein paar Zombie-Villager, blöd gesagt. Und um die zu haben, wir brauchen Zombie-Villager und die müssen wir wieder umwandeln zu richtigen Villager. Und die können wir dann in unser Dorf bringen und dann können wir die vermehren mit Brot. Und dann können wir schauen, dass das dort denen wieder Leben gibt. Und dann tun wir dann auch einen Schützling aufbauen, so einen Golem, einen Eisen-Golem. Wollte ich dann aufbauen, da oben geht es auch noch weiter, also wir sind noch nicht... Mann, die Mine ist irgendwie unendlich, habe ich langsam das Gefühl. Die Mine ist voll unendlich. Gibt's ja nicht. So. Zack, zack. Spinnennetz lassen wir jetzt mal dran. Ich hoffe, das stürzt nicht ein, weil da oben kommt ja so richtig Wassertröpfchen oben, aber da oben muss wirklich wahrscheinlich voll Wasser sein. Nicht, dass das plötzlich da durchkommt, aber dafür haben wir jetzt die ganze Länge da schon mal wieder weggenommen. Was positiv für uns ist, was heisst, wir sind schon wieder einen guten Schritt näher. Wir sind schon wieder einen guten Schritt näher am Ende von dieser Mine. Aber ich würde sagen, wir sind sowieso in der Nähe von... Wir sind sowieso wirklich in der Nähe von unserem Anfang. Dass wir leider jetzt unseren Villager verloren haben. Aber ich hoffe, dass wir wieder nochmal einen finden und dass wir es beim nächsten Mal richtig anbekommen. Wenn ihr genau wisst wie, dann schreibt mir doch das bitte liebend gerne in die Kommentare. Das tun wir gerade wieder verarbeiten. Den Rest tun wir alles wieder da rein. Die Stäbchen nehmen wir immer mit, die sind immer bei mir. Die Stäbchen sind immer bei mir, die brauchen wir immer. Den Rest können wir da weggeben, das tun wir auch da an. Und dann können wir da noch schon wieder Eisen verarbeiten. So. Nehmen wir schon wieder einen guten Batzen an Eisen. So, dann würde ich aber sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wenn ja, dann lasst euch ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Besonders wegen dem Villager. Ich wäre mega froh, wenn ihr mich darüber informieren könnt. In dem Fall würde ich sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge. Wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit einem Schweizer. Danke vielmals und ciao.